wir haben vor allem gewusst, was wir nicht wollen. Wir haben vor allem gewusst, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht irgendwie jetzt da im Fribourg ein sehr mathelastiges Informatikstudium machen und dann irgendwie für eine Bank oder eine Versicherung arbeiten und Modelle implementieren, die super komplex und sehr stark und extrem performant und skalierbar und was Informatik alles kann sein ist, aber nicht mit den Menschen und mit der Kommunikation zu tun. Und so haben wir dann angefangen, Projekte zu machen mit diesen Werten, wirklich, die wir gefunden haben. So finden wir, sollte man eigentlich schaffen. Alle ohne irgendeine Ahnung von was ist der Markt oder wie macht man das eigentlich. Wir haben es einfach gemacht und wir haben alle Fälle auch selber gemacht. Wir haben nie einen Investor gehabt, der gesagt hat, so macht man es. Ich bin jetzt euer Mentor oder irgendetwas, wir haben es einfach irgendwie gemacht. Aber die Werthaltungen, dass wir gefunden haben, wir werden sicher nicht Projekte machen, wo wir nicht dahinterstehen können. Die Firma hat in Momenten, wo es geschäftlich wahrscheinlich kurzfristig bessere Entscheidungen gegeben hat, Arma Suisse und Lamborghini Aufträge abgelehnt und dann gefunden hat, nein, das machen wir jetzt einfach immer jemand Geld, das machen wir nicht. Und dann hat er so, aber wie die Grüne und was weiß ich ist. Und dann haben wir gefunden, hat es irgendwie gesehen, für die Geschichte wäre es jetzt super gerne, wir würden das jetzt wir könnten das jetzt irgendwie mit Microsoft-Technologien machen. Es gibt auch da Excel und Access und wir können nicht einfach das Konzept und wir haben nicht gefunden, nein, wir wollen es Open Source und wir wollen das ganz anders machen und wir sind Entwickler und wir wollen entwickeln und nicht zusammenstöpseln. Und da haben wir eigentlich meistens gewusst, was wir nicht wollen. Und nicht dort am Herren, und das ist die große Vision. Und ich glaube, das hat so eine Kultur gegeben, die die Firma zusammengehalten hat, wo einen Zusammenhalt gegeben hat, wo wirklich so eine Mentalität und eine Authentizität gegeben hat, wo Kunden immer weniger gespürt haben. Wo merken, die meinen das wirklich, was sie sagen. Die sagen, was sie meinen auch, und die schön für das. Und das hat uns sehr geholfen. Habt ihr denn auch Erfahrungen gemacht, dass einem Kunden euer Tortenstück nicht gefallen hat? Und er hat gesagt, also, das mag euch ja gefallen, aber das ist nicht für meinen Nutzen oder für meine Belange jetzt zugeschnitten? Absolut. Absolut. Und das ist genau das Ziel von dieser Methode, dass man möglichst früh scheitert. Die meisten Softwareprojekte laufen ja irgendwie so, dass wir sind am Dienstleistungsbereich, man irgendwie das Pflichtenheft oder eine Spezifikation und man gibt die einen Entwickler und die bauen mal und dann irgendwie ziehen halt so einen Phasenplan, wo man sagt, okay, ja, da wird wieder irgendwie überprüft und meistens heißt es irgendwie, ja, wir haben jetzt so viel. Wir haben die Datenbank verraten, ja gut, okay, schön. Ja, und jetzt? Und dann ganz am Schluss, wenn der Abgabetermin kommt, dann wird normalerweise der Abgabetermin nochmal verschoben. Und dann irgendwann wird es testen und sehen wir, was jetzt gebaut worden ist über x Monate. Und dann meistens tut es weh. Die Statistik sagt irgendwie, dass die Hälfte der Softwareprojekte allgemein scheitern, kostenüberschreitend, Sparkunden und so weiter, oder der Kundennutzung wieder rein. Und an dem Punkt, dass wir merken, oh, hoppla, wir haben es im Fall nicht verstanden. Oder der Punkt, nein, das bringt uns wirklich nicht. An dem Punkt, wo wir möglichst früh kommen. Und dass das passiert die ganze Zeit. Ja. Aber ich verstehe das schon, also das heisst, im Prinzip ist das eine Risikominimierung für den Kunden letztendlich. Er muss nicht viel zahlen, aber du siehst schon relativ früh, es lohnt in die richtige Karre, abwerten, wenn nicht zu früh ist, dann ist das, was euch, falsch machen, was euch unique macht. Das ist recht interessant, das ist die Interpretation finde ich recht interessant, weil wir meistens eigentlich in den Vergleichen als so dargestanden sind, und dann ist es ein höheres Risiko. Aber jetzt mit
der nicht gut kommt, dann kommt es wirklich gut. Der Punkt dort ist, ich glaube, nicht Risikominimierung, sondern dass man das Risiko zusammen trägt. Oder wenn wir den Kunden so stark einbeziehen, wie wir das machen, dann heisst das auch eine teilte Verantwortung. Und wenn ich dir das Kuchenstück gebe und du sagst, nein, das ist wirklich nicht gut, dann hast du auch die Verantwortung, das zu sagen und wirklich das zu machen. Und dann musst du auch jemand sein, der kann dir eine Entscheidung fällen. Oder? Also, sehr oft in einem Projekt ist, dass das Problem ist, dass der kundenseitige Projektleiter, der reinkommt, gar nicht die Entscheidungskompetenz hat. Dass er halt immer sagt, ja, ist gut. Und dann irgendwann kommt es dann mal zu seinem Chef oder zum Chef oder zum Chef. Und dann sieht es halt wieder anders aus. Also es braucht wirklich auf beiden Seiten Leute, die können entscheiden fallen und Risiko und Verantwortung tragen. Und Kunden sehen das oft als ein grösseres Risiko an, in so einer Methodik zu arbeiten, weil sie das Gefühl haben, ja, aber gut, der andere sagt mir, er implementiert mir mein Pflichtenheft zu dem und dem Preis und er macht genau das bis genau zu dem Zeitpunkt. Und der garantiert mir das. Ihr garantiert mir, dass ihr mit mir zusammen herausfindet, was am meisten Kundennutzen bringt und wie ihr am meisten Nutzen aus meinem Budget herausholen könnt. Schwierige Entscheidung, vor allem wenn nicht der CEO entscheidet. Das heisst, Sie können noch Pflichtenheft im Prinzip, oder Sie lehnen sogar ab, wenn Sie Pflichtenhefte bekommen, wenn Sie Schema. Also Pflichtenheft kann ja sehr viele immer ja heissen, aber es ist tatsächlich schon vorgekommen, dass ein Kunde gesagt hat, ich habe jetzt jemand meiner Firma hat jetzt irgendwie 3 Monate geschafft und hat jetzt die Spezifikation vollständig ausgeschrieben. Jetzt muss man es nur noch machen. Wir wissen alle, wenn man es nur noch machen muss, dann meistens muss es erst wirklich an. Aber wir haben den Entwickler tatsächlich schon gesagt, aber wenn wir es nur noch machen muss, wieso möchtest du jetzt, dass in der Schweiz, in Zürich, Bern, Fribourg oder Lausanne, wo wir sind, wieso möchtest du das nicht machen? Wenn du das Fertigungspflichtenheft hast, schick es doch auf. Dann kannst du, wenn du es nur noch machen muss, kannst du es auf Englisch schicken. Und alle, die die Projekte gemacht haben, wissen, dass es halt genau nicht so ist. Und wir haben wirklich schon gesagt, wenn du wirklich das Gefühl hast, du musst es nur noch machen. Und wir schon gesehen, dort ist wahrscheinlich schwierig und dort ist wahrscheinlich schwierig. Wir sind auch nicht die Richtigen für das. Auf jeden Fall. Aber das gute Pflichtenheft ist eigentlich in der Theorie super schön. Pflichtenheft, ich kann mir vorstellen, so ein Pflichtenheft ist so eine Sache, dass es Software ein statischer Redukteur und das Pflichtenheft relativ gut nachvollziehen. Das Pflichtenheft, das du die Software programmiert überkommst, der Kunde weiss meistens gar nicht, was er bestellt. So kommt es zusammen. Es hat uns 1, 2, 20 Minuten. Ich habe eine Frage gehabt, die haben 5 oder ja. Streiten das und du haben, also wenn du die Möglichkeit einschöpfen, weil du gleich in einem Projekt ist. Und da ist eine sehr technische Frage, aber in einem Projekt, wo das im Moment vor allem möglich ist, dass man wirklich dann herausholen, was die neuen Möglichkeiten vom Web sind, in kontrollierten Umgebungen. Kontrollierte Umgebungen kann einfach entweder heißen eine Internetgeschichte. Dort im Moment einbaut im Moment die NZZ noch. Und dort passiert sicher etwas. Und andere kontrollierte Umgebungen sind Mobile, Tablet, wo man genau weiss, das sind Mobilgeräte. Und für diesen iPad oder für das iPhone bauen wir jetzt etwas. Und dort gehen wir ganz weit, was das anbelangt. Wir sagen auch, dass ist das eine Schlagzeile, dass die Financial Times ihre App aus dem App Store rausgenommen hat von Apple. Wir wollen euch nicht
wir nennen das jeweils unsere Kundendaten, haben natürlich auch noch 30%, oder wir machen das jetzt selber, machen das jetzt im offenen, freien Web draussen. Und das ist sehr, sehr stark unsere Philosophie, auch was mobile Patententwicklung anbelangt. Und funktioniert ganz gut. Der letzte grosse Case ist für die UEFA. Wie wird entschieden, welches Grundstück man sehr stark entwickelt? Theorie sagt, man soll sie sortieren nach Business Value. Was ist ja immer, die Theorie sagt aber, man sollte nicht nur das Kuchenstück sein, sondern es sollte Gut, wenn ich jetzt gerade im Kopf habe, also ein potenziell auslieferbares Produktinkrement sein. Das heisst, man könnte wirklich in dem Moment das ausliefern. Man könnte ja die halbe Torte ausliefern und das wäre eine essbare Torte, oder? Das heisst, man könnte zu jedem Punkt sagen, wir machen jetzt vielleicht mal eine Pause und wir setzen das jetzt mal nicht gleich produktiv. Entsprechend sollte man durch das zuerst machen, wo man wirklich auch brauchen. In der Realität ist es oft so, dass entscheiden, dass man sich noch nicht so, dass es vor allem der Kunde noch nicht so vertraut ist mit dieser Art von Software zu entwickeln. Und dann kriegen wir es aber jetzt mal langsam. Jetzt machen wir mal etwas, wo irgendwie, um das wir können testen, wo wir wirklich auch einen schönen Fall haben, dass man garantiert etwas haben, wo wir beide verstehen, wo wir können sicherstellen, dass das erste Kuchenstück vielleicht eins ist, das fein wird und dass man so langsam reinfinden in den Prozess. Die Theorie sagt ja nach Business Value. Wie häufig kommt es davor, dass man, weil man nur genau das Stück anschaut, den Layer eben vergessen hat? Das heißt, im ersten Produkt haben zum Beispiel schon einen Layer, den man von Anfang an setzen und nicht später wie viel davon, dass man das Kuchenstück nochmal anfangen entwickelt, obwohl es eigentlich nicht notwendig wäre, wenn man ein bisschen weiter also ich sage mal, ich stelle ein bisschen weiter. Dass man das Kuchenstück vorrühren, da kommt mir kein Fall in den Sinn, ganz ehrlich. Dass man Software so sollte bauen, dass sie halt aus Komponenten besteht, die einfach aufgespart sind, die einfach nur eine Komponente dazwischen hängbar ist und so weiter, die gute Schnittstellen hat und so weiter. Das ist einfach für die Engineering. Und ich glaube, wenn man Software baut auf einem technischen Qualitätsniveau, wo automatisierte Tests dazu gehört und solche Sachen, dann kann man über die beiden Sachen zusammenkriegen und dann kann man auch etwas relativ Grundsätzliches im Nachhinein dazu tun. Ist jetzt das Spiel, das noch entwickelt ist jetzt das der Kämmerli, der eigentlich verschiedene Sprachen hat, der Raum, ist das jetzt das Streuselangebot und der ganze. Ja, ich muss zugeben, dass ich meine, das bin wirklich ich allein. Oder? Und ich sitze da und ich baue das. Und ich habe nicht den Kunden, der vor mir steht und wo ich das ausprobieren kann. Ich kann es ausprobieren, wenn es fertig ist. Ich kann natürlich das mit meinen Kollegen ein bisschen testen. Aber das zählt nicht. Und dort habe ich jetzt wirklich eine Situation, wo ich sage, okay, das zweite irgendwie, und wir haben eine Spielmechanik, das Konzept, wir haben das Geschäftsmodell, das wir überzeugt sind. Wir haben ein Design, das
ist natürlich jetzt das Modell, also das ist jetzt interessant, aber das ist jetzt der klassische Gamer, oder? Wo ob jetzt am Sofa sitzt oder irgendwie halt in seinem Hobby oder so einer Konsole oder allein oder mit Kollegen hat irgendwie ein Sport oder ein Action-Baller-Game gespielt, oder? Der Klassiker. Und das ist irgendwie ein junger Mann unter 30 und das ist der klassische Gamer. Der klassische Gamer in dem Bereich Casual Games, also wirklich sehr einfach einstiegbare Geschichten, Social Games, und das belege ich nicht im Moment, ist Durchschnittsalter 39 und weiblich. Facebook, Farmville und all die Geschichten auf Facebook. Und das ist so eine andere Welt, wo klar, ich bin die Leute natürlich testen, gar keine Frage, oder? Aber wo, wir sagen jetzt eben, es soll ein Social Game sein, wo auch in der sozialen Dynamik, in der Gruppendynamik, durch deine Freunde funktioniert. Und das, für das musst du eine Gruppe haben, das musst du viele Leute haben. Da kann man es einfach jetzt wagen. Ich habe jetzt letztens eine Diskussion mit einem älteren Verband, der eigentlich ihre Pflicht wahrnehmen als Aufsichtsperson, was Kinder im Internet machen. Und das war genau wie bringen Eltern dazu, dass sie sich im Internet bewegen. Und ich habe gesagt, ich würde es jetzt so machen und sagen, wenn die pokern zum Beispiel im Internet, Poker und Geld, hat man eigentlich die Bewegung, hat man einmal. Wir können es auch ein bisschen besser einschätzen, was als Kartenspiel ist, etwas relativ beliebt oder als Karte oder was, oder auch die Angst, also das Angstjasen, das wir haben. Und dann eigentlich nicht so die Plattform, wo man dann so eine tägliche Pflicht kann nehmen und dann auch bestimmt eigentlich, was wir die Anlaufstellen haben, auch zum Social Netting also dann kann ich als Tipp dem Gärtner machen, wenn der sagt, ja, aufpassen, ja, also was man glaube sicher kann sagen, ist, es gibt ja in der ganzen Branche eigentlich, in den vielen Startups, wenn in den USA gemacht hat, also der Begriff von der Gamification, also der Hype, dass man eigentlich auch viele Spielmechanismen einbauen. Und das ist etwas, was man kann nicht diskutieren, aber was man einfach merkt, ist, dass Spielen etwas extrem Mächtiges ist. Der Homo Ludens ist einfach wie er ist. Und Spielen heisst immer auch lernen und heisst ausprobieren und heisst entwickeln, aber halt nicht auf eine Art, wo Schule ist oder so etwas. Ich glaube, dass wir in der nächsten Zeit wirklich sehr, sehr viel mehr Produkte werden sehen, die gute, spannende Spielmechanismen einbauen. Es ist nicht immer so, dass man Punkte sammeln kann und dann irgendwie Punkte ausgeben muss irgendwelche Nanos sammeln oder so irgendetwas, sondern halt wirklich ein Spiel, wo es um etwas geht, wo man etwas kann verlieren, wo eine Herausforderung drin ist und ich glaube, dass es auch am Arbeitsplatz einen Impact wird haben. Und das ist